Walter Gander. Wir kommen zum zweiten Teil dieses Interviews. Da wollen wir etwas erfahren über deine langjährigen Projekte. Du hast dich über deine ganze Karriere hinweg eingesetzt für den Informatikunterricht und für einen eigenständigen Informatikunterricht. Das war dir wichtig. Ich habe einmal eine Informatikdidaktik-Vorlesung besuchen dürfen, war auch schon ein paar Jahre her, unter dem Titel The Joy of Programming. Dass du, Walter, gerne programmierst, das nimmt man dir ab, das merkt man. Gibt es ein Rezept von dir, wie man das auf Studierende übertragen kann, diese Freude am Programmieren? Ja, es ist einfach so. Also ich habe nach der Matura habe ich eigentlich zwei Studienmöglichkeiten ins Auge gefasst. Das eine war Mathematiker, weil ich immer der Beste in der Klasse war für die Mathematik. Und das zweite war Maschineningenieur, weil ich einen Götti hatte, der noch unter dem Zaren in der Flotte Maschinenbauer war, also im alten Russland. Und dann habe ich geschwankt zwischen Maschineningenieurstudium oder Mathematikstudium. Und am Schluss bin ich dann doch in der Mathematik da gelandet. Aber ich muss sagen, als dann ein Jahr später der erste Computer gekauft wurde von der ETH. Ein Jahr war die ETH ohne Computer, dann von 63 bis 64. Als dann der erste Computer gekauft war, dann kam, ich glaube, es war Professor Leuchli, der hat uns in irgendeiner Vorlesung gesagt, wir haben jetzt einen neuen Computer und alle, die wollen, können den lernen programmieren. Und dann habe ich gedacht, ja, es wäre noch cool, vielleicht könnte ich da hingehen. Und ich bin dann hingegangen, habe dann das gelernt und war dann begeistert. Also mein erstes Programm, das gelaufen ist, habe ich dann meiner Freundin geschenkt. Muss sich vorstellen, so wie ein Dichter ein Gedicht der Freundin schenkt. Sie hat mich trotzdem geheiratet. Also das war also 64. Und ich muss sagen, seitdem habe ich sehr Freude am Programmieren, weil es ist eine Ingenieurtätigkeit. Also ich bin wieder als Ingenieur. Man entwickelt eine kleine Maschine und die ist vielleicht eine virtuelle Maschine, nicht eine mit Schrauben und so weiter. Aber man hat einen Knopf, man kann die starten und die macht etwas für einen. Und das hat mich immer sehr fasziniert, dass man etwas machen kann, das noch besser ist es, wenn man etwas machen kann, das man von Hand gar nicht machen würde oder könnte, oder? Dann hat man noch mehr Freude an dem Programm, das man geschrieben hat. Und das hat mich immer fasziniert. Ich habe das auch im Technikum damals, habe ich versucht, die Studenten zu begeistern dafür. Es ist vielleicht bei einigen gelungen. Es waren ja alles Ingenieure, oder? Also da geht es schon etwas anders. Ja, also diese Ingenieurtätigkeit, die hat mich sehr, sehr, sehr befriedigt immer. Ein anderer Begriff, den du immer wieder gerne brauchst, ist der des algorithmischen Denkens. Du hast bei meiner Doktorprüfung, ich weiß es noch, mir die Frage gestellt, was denn, jetzt kommt eine kleine Retourkutsche aus der damaligen Zeit, der Beitrag des algorithmischen Denkens zur Allgemeinbildung ist. Darf ich dir diese Frage noch zurückstellen? Noch einmal? Ja. Also es ist so, die normale Mathematik ist statisch. Man hat eine Gleichung und muss die vielleicht auflösen. A ist gleich B, oder? Das ist statisch. Aber das algorithmische Denken, das ist ein Prozess. Man hat ein Problem und überlegt sich Schritte, wie man die Lösung dieses Problems finden kann. Und das muss man lernen. Ich meine, wenn man nie programmiert hat und das erste Programm geschrieben hat, macht man so viele Fehler. Nicht nur Programmierfehler, sondern auch Überlegungsfehler, bis man eben die ganze Struktur im Kopf hat und dann wirklich ein gutes Programm daraus wird. Und ich sage immer, Manager, die programmieren können, sind die besseren Manager. Die können sich organisieren, oder? Die wissen, auf was es darauf ankommt. Also ja, das algorithmische Denken ist etwas, das man lernen muss. Und das muss man in der Schule lernen.
ohne sprachunabhängig. Man muss einfach lernen, Probleme anzupacken und in Schritte zu unterteilen und dann vielleicht einem Computer geben zum Lösen. Sehr schön. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Teil dieser Antwort auf die Freude. Ich glaube, wenn man den Level mal erreicht hat vom algorithmischen Denken, dann kommt sehr wahrscheinlich auch die Freude dazu. Du hast dich bereits in den 80er Jahren für einen eigenständigen Informatikunterricht am Gymnasium eingesetzt, warst in zahlreichen Arbeitsgruppen. Nächstes Jahr, 2022, soll es eingeführt werden am Gymnasium, obligatorisch in der ganzen Schweiz. Im Lehrplan 21 Volksschule bereits eingeführt, eigentlich voller Erfolg. Trotzdem bleibst du skeptisch. Warum? Ja, es ist so, wir haben ja, also Hochstraße, der den Supercomputer-Kredit beantragt hat, der hat auch schon in der gleichen Botschaft hat er gesagt, wir müssen im Gymnasium Informatik einführen. Das war also vor 1984. Und es gibt natürlich einen Prozess, oder, bis man das überhaupt sich überlegt und so. Und dann war eben die Idee, wenn man etwas Neues in das Gymnasium hineinführt, dann hat man keinen Platz. Die meisten Lehrer sagen, oh, ich kann nicht auch das noch machen, es ist unmöglich, oder? Das Pensum ist voll, man kann nicht noch mehr machen. Und dann war dann die Lösung dass man sagt, ja gut, also die DG, die darstellende Geometrie, die sich ja damit befasst, Körper und irgendetwas zu zeichnen, dass man nachher eine Maschine daraus konstruieren kann, die kann man ja weglassen. Wir haben CAD, wir haben automatische Methoden, um so Zeichnungen herzustellen. Also braucht man überhaupt nicht mehr dieses Fach. Man könnte es ersetzen durch Informatik. Dann gab es natürlich einen Aufschrei von jenen Lehrer und Lehrerinnen, gab es da nicht, es gab nur Lehrer damals, die DG unterrichtet haben. Die haben gesagt, dann verliert der Student das räumliche Denken und das ist ja ganz unmöglich, das muss man beibehalten. Und dann hat Hochstraße dann einen Kompromiss gemacht und gesagt, gut, das neue Fach heißt angewandte Mathematik. Dann können die alten Lehrer DG weitermachen und die neuen können Informatik machen. Und das hat dann gedauert bis etwa 1993 hat man das gehabt, bis man dann die Maturreform eingeführt hat, typenlose Matur. Und ich habe dann das Buch in Stanford habe ich eigentlich geschrieben, auch für dieses Fach angewandte Mathematik. Es hat einen Haufen schöne Aufgaben drin in dem Buch. Computermathematik heißt es. Und dann im 1993 hat man dann gesehen, dass man die Informatik abschafft oder das Fach angewandte Mathematik abschaffen will, weil die einen haben gesagt, es ist ja alles programmiert, was wir brauchen. Wir haben Programme, die alles machen. Wir müssen nur noch lernen, wie man diese benutzt. Man muss nicht mehr selbst programmieren. Das hat sich dann durchgesetzt, leider. Und ich bin froh zu hören, dass vielleicht jetzt in der neuen Maturitätsreform das wieder abgeändert wird. Dass man daran denkt, dass es nicht darum geht, Programme zu schreiben, die schon existieren, sondern dass man das algorithmische Denken lernt. Das ist viel wichtiger. Und das, ja. Die Einführung eines eigenständigen Faches hat auch mit der Loslösung vom Fach Mathematik vielleicht zu tun. Ist das nicht schwierig als Mathematiker oder ist das... Ja, wenn man schaut, was im Gymnasium in Mathematik gemacht wird, dann sind es ja meistens Algorithmen. Man muss irgendetwas rechnen, was der Computer genau gleich rechnen könnte. Jetzt, wenn die Schülerinnen nicht verstehen, wie man, sagen wir noch vor dem Gymnasium, wie man zwei Brüche addiert. Ja, wenn man ihnen sagen würde, bring das einem Computer bei, wie man das machen muss, dann müssen Sie den Algorithmus gut verstehen. Sie müssen es nicht mehr von Hand rechnen und Fehler machen, aber Sie müssen den Algorithmus verstehen. Und wenn Sie das verstehen, dann können Sie mehr als einfach stur ein Rezept abarbeiten. Das ist wirklich
eine wichtige Sache in der Erziehung, dass man das endlich mal reinbringt. Ja. Das kann auch der Mathematik helfen, kann man sagen. Ja, also die Mathematik auf Gymnasialstufe, also zum Beispiel, typisches Beispiel sind diese Kurvendiskussionen, die hängen mir kreuzweise zum Hals raus. Ich war in ein paar Maturitätsprüfungen anwesend. Ja, um Gottes Willen, gibt es eine rationale Funktion, da muss man die Pole bestimmen und so. Könnte man alles automatisieren, wenn man weiß, was die Pole sind. Aber die armen Schüler, denen löscht es ab, oder? Und dann müssen sie schon nur studieren, was der Lehrer damit will, oder? Ja. Du hast dich bereits in den 90er Jahren für mehr Frauen in den Informatikberufen, auch in den Ingenieurberufen eingesetzt. Wie ist es dazu gekommen? Ja, da kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Also im 92 im Frühling habe ich meine Abteilungssekretärin damals, Frau Hilgard, die musste einen Brief schreiben an alle deutschen Gymnasien. Und ich habe gesagt, wir wollen verhindern, dass die Informatik ganz wegfällt in der neuen Maturreform. Ich lade euch ein ins Audimax zu einer Orientierung. Da haben wir also ziemlich viele Gymnasiallehrer und Interessierte, haben wir gesagt, so um 70 Leute herum im Audimax. Und wir haben mehrere Vorträge gehabt, also auch Nievergelt hat vorgetragen und ich. Und dann habe ich ihm gesagt, dass der Frauenanteil an der ETH in der Informatik ist eine Naturkonstante, 15% ungefähr, oder? Über Jahre hinweg ist nur immer 15% Frauen. Und ich sehe nicht ein, warum nicht mehr könnten, weil Informatikerin wäre ein guter Frauenberuf, man muss nichts Schweres lüpfen, man kann da zu Hause arbeiten und so weiter, oder? Alle guten Argumente. Und dann nach dieser Tagung habe ich dann der Frau Hilgard gesagt, wir machen noch etwas. Wir laden ins GEP, da im Pavillon, da unten, laden wir im Herbst Mädchen ein von den Gymnasien, um ihnen Informatik zu erklären, das Informatikstudium näher zu bringen. Dann haben wir also Briefe herumgeschickt und die Frau Hilgard, die Abteilungssekretärin, hat mir immer gesagt, ja, aber da melden sich noch so viele Buben und so. Und dann gesagt, nein, nur Mädchen, fertig, oder? Und meine beiden Töchter waren da im Remy Bühl, da im Gymnasium. Dann habe ich ihnen gesagt, und ihr kommt an diese Tagung und jedes bringt eine Freundin mit. Das muss einfach sein, oder? Und dann kam der Tag und die Frau Hilgard sagte, aber hören Sie, wir haben den Saal nicht voll, können wir nicht noch ein paar Jungen auch mit einladen? Dann habe ich am Schluss gesagt, also gut, laden Sie noch ein paar Buben mit ein. Dann kam ich also da in den Saal, da waren 10 Frauen in dem Saal, 10 Mädchen und etwa 50 junge Buben dort drin. Und von diesen 10 waren meine 2 Töchter mit je 2 Freundinnen, also schon 4 weg, also 6 waren noch da von der ganzen Ostschweiz. Das war also ziemlich ein deprimierendes Erlebnis. Aber ja, es war schwierig damals wirklich Propaganda für Informatik zu machen für Frauen. Hast du das Gefühl, es hat sich etwas verändert in der Zwischenzeit? Ja, hoffentlich, ja, das wäre nötig, ja. Ja. Wo könnte man noch mehr machen? Oder wie könnte man es noch attraktiver machen? Ja, mein Latein ist langsam am Ende. Ich habe auch diese sogenannte Frauengruppe damals dann gebildet oder angeregt, dass sie gebildet wird, dass man also speziell Praktika macht für Frauen in Informatik. Die existiert jetzt noch, glaube ich, die läuft immer noch. Das ist auch eine gute Sache, dass man ihnen zeigt, dass sie fähig sind, das zu machen. Das nicht nur die Buben. Und dann gibt es natürlich so Untersuchungen, dass wenn man ein Problem löst, so in Gruppen, dann gibt es die Buben sind mit vollem Eifer daran und bringen eine Lösung und die Mädchen sind eher ruhiger und machen das ruhiger. Und dann stellt sich heraus, dass die Lösung der Buben falsch ist und die Mädchen war gut. Also muss man halt sagen, oder? Also so, vielleicht muntert das dann auch auf, oder? Ja. Vielleicht gehen wir noch mal zurück zur eigenen Berufs- und Studienwahl. Du hast vorhin schon erzählt, du hättest
Mathematik gewählt, weil du der Beste warst. Du hast ein sprachliches Gymnasium, glaube ich, besucht. Ja, ich habe Typus B besucht damals, ja, mit Latein, ja. Also ohne Griechisch, aber mit Latein und Englisch, ja. Und das hat was gebracht fürs Informatikstudium, das Latein und Griechisch? Oder? Ja, also es hat sicher nichts Negatives gebracht. Also ich glaube nicht, dass man da einen Unterschied merken würde. Das Einzige, was für mich schwer war im ersten Semester, war die darstellende Geometrie. Die hatte ich nicht im Gymnasium. Da musste man plötzlich wahnsinnig viel zeichnen und so mit Tusche. Ja, das erste Semester war hart in dem Sinn, aber ich habe es geschafft und dann ist es gegangen. Die Mathematik hat mir sonst keine Mühe gemacht, auch im ersten Semester nicht an der ETH, das war alles gut, ja. Gabst du eine familiäre Vorbelastung mit der Mathematik? Oder ja, habe ich, ja, absolut, ja. Meine Mutter hat mir, als ich im Progymnasium war und wir die ersten Algebra-Stunden hatten, hat mich meine Mutter, die ein Jahr im Gymnasium war, nur ein Jahr, sie war ein Waisenkind, die war ein Jahr im Gymnasium, hat mir gezeigt, wie man Gleichungen löst, als ich im Progymnasium war. Und dann, ja gut, das ist die Mathematik, die Begabung ist von ihr gekommen. Mein Bruder ist auch Mathematiker und sein Sohn ist Professor an der Uni Genf für Mathematik jetzt. Interessant. Also es ist schon eine Vorbelastung, kann man sagen. Wenn wir schon bei der Familie sind, du bist ja in Biel aufgewachsen, haben wir gehört. Ja. Dein Heimatort ist im Berner Oberland. Da denkt man, ich inklusive, da ist ein Bauernbub Gander vom Land in die Stadt gekommen. Das ist aber nicht so. Du bist 1944 zur Welt gekommen im Ausland. Deine Familie war auf der Flucht. Kannst du uns diese Geschichte ganz kurz erzählen? Ja, also gut, ich bin ein Nachkomme einer Schweizer Kolonie, die am Schwarzen Meer existiert hat, seit 1820 bis 2041, also 1941, oder? Es war eine Kolonie, gegründet von Waadtländer Weinbauern. Mein Vater war Weinbauer. Das heißt, der Großvater war schon ein Weinbauer, hat sogar einmal einen Preis bekommen in Chicago für einen Wein an einer Weltausstellung. Und mein Vater hat ein Jahr Jus studiert in Bukarest, aber dann ist der Großvater gestorben, dann musste er das Weingut übernehmen. Oder? Das war eigentlich so. Und ja, im 1941 gab es den Ribbentrop-Molotow-Pakt. Da hat Stalin mit Hitler einen Pakt geschlossen, dass dort, wo die Schweizer Kolonie war, in Bessarabien, waren sehr viele deutsche Kolonien auch noch. Und dieser Pakt hat dann bestimmt, dass alle Deutschen von Bessarabien heim ins Reich gehen, nach Deutschland. Und die Schweizer Kolonie, die war nicht deutsch, aber einige haben deutsche Frauen geheiratet. Und die sind dann mit den Deutschen nach Deutschland zurückgegangen. Und die Idee war immer, ja gut, wenn der Krieg zu Ende ist, gehen wir wieder zurück in unsere Kolonie. Aber dem war dann nicht so. Und ich bin dann unterwegs eben geboren, 1944, im Bombenhagel von Posen. Und ja, wir sind dann 1946 in die Schweiz gekommen. Mein Vater ist dann unterwegs gestorben, ist in Ostdeutschland begraben worden. Und meine Mutter musste eine Stelle suchen, hat eine gefunden in der Omega. Und dann, deswegen sind wir in Biel dann aufgewachsen. Was hat sie gemacht bei der Omega? Ja, Teile gewaschen. Sie konnte 4 Sprachen sprechen, aber das half nicht viel nach dem Krieg. Sie haben einfach so Uhrenteile gewaschen. Deine Frau hat, glaube ich, eine Dissertation geschrieben über diese Schweizer Kolonie. Keine Angst, ich stelle keine Fragen dazu, aber etwas ist mir aufgefallen. Das Layout dieser Arbeit ist für die 70er Jahre überdurchschnittlich gut. Musste deine Frau Tech oder LaTeX lernen, um die Arbeit zu schreiben? Nein. Das war noch einmal etwas ganz Interessantes. Rutisauser hat ja ein Buch geschrieben im Springer. Es war eine Buchreihe, die war Handbook of Automatic Computation, hieß das. Und der erste Band war die Definition der Sprache, Algol damals. Und Rutisauser war ein sehr exakter Mensch. Er wollte keinen Programmierfehler vom Programm in ein Buch hineinschreiben. Dann hat er also
einen sogenannten Flexowriter angeschafft. Flexowriter ist eine Maschine, ein Fernschreiber. Ein Fernschreiber, bei dem, wenn man schreibt, gibt es ein Lochband. Was man schreibt, wird aufs Band auch gelocht. Man kann später dann das Band nehmen, einspannen und das schreiben lassen wieder. Oder dort drauf. Und wir Assistenten bei Rutisau, wir mussten natürlich diese Maschine auch gut kennen, oder? Und wir haben dann eigentlich die Übungsaufgaben, alles wurde auf dieser Maschine geschrieben. Und Rutisau hat das ganze Buch auf dieser Maschine geschrieben. Und es ist dann kein Fehler im Buch dann erschienen später. Und dann, als ich meine Dissertation geschrieben habe, habe ich das natürlich auch auf diesem Flexowriter geschrieben. Und wenn man dann etwas korrigieren muss, dann muss man das alte Band einspannen und dann bis zur Stelle tippen lassen, wo man etwas einfügen wollte oder etwas auslassen wollte. Und dann, wenn man dann zu der Stelle kommt, dann musste man einen Knopf drücken, zack, so, und dann hört es auf und dann kann man schreiben und dann dreht man vielleicht weiter da, dass man das überspringt, was man nicht will, und dann geht es weiter. Ich habe meine ganze Dissertation auch so geschrieben und mein Korreferent hat dann gesagt, ich habe noch nie so eine schöne Dissertation gesehen, so geschrieben. Und man hat die Formeln damals von Hand hineingeschrieben, habe ich nicht gemacht. Ich habe alles schön mit der Flexowriter machen können. Und dann, als meine Frau ihre Dissertation geschrieben hat, war sie schwanger mit der Marie-Louise. Und wenn sie auf der normalen Schreibmaschine geschrieben hat, dann hat die Marie-Louise natürlich im Bauch da mit den Füßen gestrampelt, oder? Und dann habe ich gesagt, hör mal, ich schreibe das, du gibst mir dein Manuskript, ich tippe für dich, Tippmanse. Aber ich wollte nicht auf der Schreibmaschine, ich wollte auf dem Flexowriter. Dann habe ich es auf dem Flexowriter geschrieben und der Flexowriter hatte keine Ä, Ö und Ü. Das heißt, man muss das nachträglich von Hand einsetzen. Oder? Das war eine deutsche Dissertation. Dann hat sie es ihrem Professor abgegeben, als fertig war, und dann hat er gesagt, oh, keine Ä, Ö und Ü. Dann hat er gesagt, das mache ich alles noch nachher, glauben Sie mir. Und dann hat er das angeschaut und hat gesagt, ja gut, aber das müsste man da und das andere dort und so umstellen und so, wie eben ein Professor das dann sagt, oder? Und dann ist sie nach Hause gekommen mit den Anweisungen, was man noch machen muss. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, beim Flexowriter kann man das machen. Dann haben wir das in 2-3 Tagen, war alles fix fertig, mit Äs und Üs und alles, wieder zum Professor. Der hat die Welt nicht mehr verstanden. Wie kann man in so kurzer Zeit alles neu schreiben, oder? Weil früher hat man geschrieben und nachher wieder geschrieben. Die ganze Zeit war die Sekretärin beschäftigt, wenn man Professor war. Aber wenn man Student war, musste man dauernd wieder neu alles schreiben auf der Schreibmaschine. Grausame Arbeit, oder? Aber da hat er also wirklich, er konnte die Welt nicht verstehen, dass das so schnell gegangen ist. Sehr schön, hast du also auch noch Entwicklungshilfe an die Universität gebracht? Ja, es war, glaube ich, die erste, die ist an der Uni Zürich, die maschinell so geschrieben wurde. Ja. Eine andere Anekdote, die ich meinen Studierenden und Schülern am Gymnasium immer wieder gerne erzähle bei der Textverarbeitung. Du bist mal in die USA geflogen zum Ausdrucken eines Buchs. Nein, das hat es an der ETH keine Drucker gegeben? Ich war 1984, habe ich ja das Buch geschrieben mit LaTeX. Und dann natürlich hat es noch Tippfehler gehabt und so kleine Sachen, die man ändern musste. Ich habe es den Verlagen angegeben, die waren alle begeistert. Jeder Verlag hätte es weil es so schön gedruckt war auch, oder? Und dann habe ich, ich war dann im Herbst, bin ich zurückgekommen von Stanford, ich war ein halbes Jahr dort und zu Weihnachten hatten wir wieder ein paar Tage Ferien. Und dann habe ich gesehen, was ich korrigieren müsste von dem Buch. Und dann gab es wirklich keine Möglichkeit, es hat keine LaTeX-Installation irgendwo da in Zürich gehabt, oder, wo man das hätte korrigieren können, geschweige denn ausdrucken, richtig. Schön ausdrucken. Also das erste Problem war das Korrigieren. Ich hatte keinen LaTeX-Compiler irgendwo da. Es gab kein Internet, dass man das in
in Stanford hätte korrigieren können. Und dann habe ich als einzige Möglichkeit habe ich gesehen, ich muss noch einmal eine Woche nach Stanford gehen und das flicken. Und Knut hatte einen sehr schönen Laserdrucker, ein Riesending, wo man gerade das fertige Manuskript dann ausdrucken konnte und dem Buchhändler oder dem Verlag geben konnte. Und dann bin ich also nach Weihnachten hingeflogen für eine Woche. Ein Assistent, den ich sehr gut gekannt habe, hat mich aufgenommen in seine Wohnung. Und wir haben das alles geflickt. Und dann, als ich das ausdrucken wollte und das Manuskript nach Hause nehmen wollte, war der Laser down. Also die Maschine ging gerade nicht. Oder also irgendwie Maintenance oder was immer. Man konnte es nicht drucken. Dann habe ich Mark Kent gesagt, ja gut, also du hast ja alle Files da. Wenn die Maschine wieder geht, druckst du das aus und schickst mir das einfach per Post, oder? Hat er auch gemacht, oder? Und dann ist das also angekommen per Post. Und als ich es angeschaut habe, war es nicht mehr dasselbe. Also irgendwo dazwischen gab es eine halbe Seite leer und so. Also es war fast gleich, aber nicht dasselbe, was ich hatte. Ja, ich war dann wirklich verzweifelt. Ein Ausdruck, der nicht stimmt, oder? Und dann habe ich Copy-Paste gemacht. Wie macht man Copy-Paste? Eine Schere genommen, das abgeschnitten, geklebt, Copy-Paste, oder? Wie man es eben früher gemacht hat. Und habe es dann so dem Verlag geschickt, das hat geklappt. Wir haben es dann fotografiert und das hat geklappt. Also ich musste dann wirklich Copy-Paste machen. Aber es hat geklappt, ja. Ein wesentlicher Teil deiner Forschungskarriere ist immer wieder mit Buchprojekten, wir haben es schon ein paar Mal gehört, geprägt geworden. Du hast mehrere Bücher geschrieben, zum Teil wurden sie auch in viele Sprachen übersetzt. Also eines wurde in sehr vielen Sprachen übersetzt. Eines, genau, auf das möchte ich jetzt genau kurz zu sprechen kommen. Nach dem Mauerfall warst du an einem Osthilfeprojekt beteiligt und das ist zu einem Buchprojekt geworden. Ja. Kannst du das erzählen, wie das gelaufen Also es ist? war so, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat der Schweizerische Nationalfonds eine sogenannte Soforthilfe für osteuropäische Staaten gestartet. Also man konnte Projekte einreichen und der Nationalfonds würde eine Zusammenarbeit unterstützen zwischen der Schweiz und einem osteuropäischen Institut oder Land. Oder? Und dann, ich habe da gar nichts gemacht, ich kannte ja gar niemanden, der Eiserne Vorhang war zu, ich kannte niemanden auf der anderen Seite richtig, oder? Und da war Niklaus Wirth, oder? Der war an einer Konferenz in Samarkand. Das war damals natürlich russisch noch oder sowjetisch. Und an dieser Konferenz gab es einen Herr Rebicek von Brno. Rebicek heißt kleiner Nagel, also der Herr Nägeli von Brünn, oder? Von Brno, von Tschechischen Republik. Und er ist ein sehr, er lebt nicht mehr, aber er war ein sehr umgänglicher Typ, so ein Macher, ein richtiger Macher. Der hat gesehen, was man da machen muss, wenn man ein Land weiterbringen will oder ein Institut weiterbringen will. Dann hat er den Klaus Wirth angefragt, hat gesagt, könnten wir nicht ein Projekt mit euch machen, damit wir zu dem Geld vom Nationalfonds kommen. Und dann hat der Wirth gesagt, ja, also, er ist Physiker, der Nägeli, oder? Der Rebicek. Und dann, also ich habe nichts zu tun mit Physik, ich brauche Informatiker und so. Aber vielleicht kann der Gander mit wissenschaftlichen Rechnen helfen. Dann hat er uns so zusammengebracht. Und ich bin dann nach Brno da gegangen, um mal festzustellen, was das für Leute sind und so. Brno war eine graue, fürchterlich graue Stadt und es hat nach Kohle gestunken da im Winter. Es hat mich so erinnert an die 50er Jahre, als ich aufgewachsen bin in Biel. Wir hatten alle auch noch Kohlengestank in der Stadt. Und dann bin ich dort in das Institut gekommen von einer landwirtschaftlichen Uni, ein Physikinstitut einer landwirtschaftlichen Uni, etwa 15 Leute und ein Chef. Und der Chef war ein Spezialist für Sprengstoffe. Landwirtschaftliche Uni, oder?
Ja, da habe ich diese angeschaut. Die hatten einen IBM PC, der hatte nur 2 Floppy-Disk. Auf einem war das Betriebssystem, auf dem anderen konnte man die Programme speichern. Und einen Line-Printer, so ein Nadelprinter, der wirklich sehr primitiv, 1991 oder 92, war 92. Dann habe ich gesagt, also wenn ihr euch verbessern wollt, müssen wir mit dem Geld vom Nationalfonds besseres Equipment kaufen. Und dann haben wir gesprochen, was könnte man machen. Und ich habe dann gesagt, ihr habt doch sicher Probleme, die wir mit unseren Computern und so können helfen zu lösen helfen. Und dann haben wir uns geeinigt, wir schreiben ein Buch. Jedes Kapitel ist unabhängig von dem Buch. Es beschreibt zuerst einmal ein Problem, dann wird ein mathematisches Modell gemacht, ein Lösungsansatz, dann wird programmiert und dann werden Resultate produziert, dann gibt es ein Literaturverzeichnis und so weiter. Jedes Kapitel. Und wenn das Kapitel gut ist, dann übernehmen wir es und wenn es nicht gut ist, schmeißen wir es weg. Und dann haben wir das so gemacht und das war ein Riesenerfolg, das Buch, weil die Leute, die es gekauft haben, die haben gesehen, aha, das Problem ist ja ähnlich wie das ich habe und da ist ja sogar ein Programm, das muss ich ein bisschen abändern, dann kann ich mein Problem lösen. Das war also wirklich ein super Erfolg, ist in mehreren Sprachen dann übersetzt worden, wir haben Geld verdient damit. Mit dem Geld, das wir verdient haben, da habe ich ein Konto eröffnet, da bei der Kantonalbank in Zürich. Und dann habe ich gesagt, wenn jemand vom Osten an eine Konferenz gehen will oder so, schreibt er mir einen Brief und ich unterstütze ihn vielleicht mit dem Geld. Und so haben wir wirklich, wir haben das nicht verteilt auf die Autoren, das Geld, sondern wir haben wirklich versucht zu helfen und die sind wahnsinnig aufgeblüht. Also wenn man jetzt nach Brno geht, das ist wie Tag und Nacht. Schön. Ja. Kommen wir noch mal zurück zur neuesten Zeit, nach deiner Emeritierung. Wir haben es im ersten Teil gehört, bist du nach Hongkong gegangen. Ja. Wie war es für dich, dort anzufangen in Hongkong? War das viel anders als hier? Also, das anders war natürlich alles Englisch, oder? Die Universitätssprache ist dort Englisch und es wurde auch mehrmals wiederholt, man muss Englisch sprechen, außer wenn man in der chinesischen Medizin arbeitet oder so, oder dort muss man halt Chinesisch können oder chinesische Geschichte. So. Aber sonst ist alles auf Englisch und das hat den Einstieg natürlich sehr erleichtert, oder? Man konnte Englisch kommunizieren. Die Studenten sind sehr scheu. Sie wagen nicht, den Professor da anzusprechen. In der chinesischen Hierarchie kommt zuerst der Kaiser, dann kommen Vater und Mutter und dann kommen gerade die Lehrer, Teacher. Also Emperor, Mother und dann Teacher. Teacher ist also hoch angesehen. Die Studenten, ja, man muss sie wirklich sehr herausfordern, dass sie Fragen stellen oder so. Und kommt noch dazu, sie wollen das Gesicht nicht verlieren. Sie wollen nicht zugeben, dass sie da nicht nachkommen oder so. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist anders, in Amerika ganz anders und hier so halb, oder? In Amerika haben sie keine Scheu, einem zu sagen, das ist ja Mist, was ihr da erzählt. Oder? Aber ja, und dann, es war eine Gelegenheit für mich, auch an meinem dicken Buch zu schreiben, sozusagen alles niederzuschreiben, was ich da unterrichtet habe und so. Und das ist dann zu meinem 70. Geburtstag endlich dann herausgekommen. Das war sehr gut, ja. 2013 hast du auch eine Publikation veröffentlicht, habt ihr gelesen, Europa soll den Anschluss nicht verpassen. Ah ja. Und du propagierst da die Einführung des Informatik-Grundbildung. Ja. Hat sich dein Blick auf Mitteleuropa aus Asien verändert? Ja, es ist so, die Europäer, die haben sozusagen die Maxime da befolgt, die wir in den Gymnasien 93 eingeführt haben.
Man muss nur noch Informatik anwenden, aber nicht selbst entwickeln, oder? Und in Asien oder so wurden Sachen entwickelt. Es war also eine andere Perspektive. Und da, ja, ich muss vielleicht auch etwas anderes sagen. Als ich 4 Jahre lang Vorsteher war, ich habe gesagt, man kann dann mehr machen. Dann habe ich mich mal umgeschaut, was machen die Vorsteher in den USA? Die sind viel länger Vorsteher, die sind 5 oder mehr Jahre sind die Vorsteher. Und dann gibt es eine Konferenz, jedes zweite Jahr haben sie eine Konferenz, wo sie alle Chairmen von nordamerikanischen Computer Science Department sich treffen. Und diese Snowbird-Konferenz, die ist wichtig, weil dann sprechen sie über Löhne zum Beispiel, über Curricula, was macht ihr dann und so, das wird angeglichen. Und es gibt auch immer ein Report, wo man das alles zeigt. Und dann habe ich gefunden, ja, in Europa haben wir das nicht, oder? Trotz Bologna. Und dann bin ich einmal in meinen 4 Jahren, habe ich da die Snowbird-Konferenz angefragt, ob ich als Gast einfach kommen könnte. Und die haben nicht Nein gesagt, im Gegenteil, die waren erfreut, dass ich von Europa da komme. Dann bin ich gekommen und dann war ich nach der Konferenz ganz begeistert. Ich bin zurückgekommen und gedacht, das müssen wir in Europa auch haben. Dann habe ich mehrere Universitäten, wo ich gedacht habe, das sind gute Leute, angeschrieben. Und das, also zum Beispiel in Tschechien, die waren begeistert, oder? Aber Aachen, ja, nein, also ich bin 2 Jahre Vorsteher, ich will möglichst wenig zu tun haben, will nachher meine Forschung weitertreiben, nicht noch so administratives Zeug machen. Und dann habe ich es aufgegeben, ich habe nichts mehr gemacht. Aber nachher kam Bertrand Meyer als Vorsteher vom Departement und er hat das aufgegriffen. Und die Zeit war irgendwie reifer dann. Er konnte dann dieses European Informatics Europe konnte er mitgründen. Und jetzt ist das eine Institution, also es gibt das, Informatik Europe, und die haben mich eingeladen, eine Gruppe zu führen über Informatik in Europa, Ausbildung Informatik. Und da ist das Papier da entstanden. Das war ein Kampf auch, aber es ist ein wichtiges Papier, wurde dann nachher von der Académie Française auf Französisch übersetzt und vom Fakultätentag in Deutschland auch noch ins Deutsche übersetzt. Also das ursprüngliche war Englisch. Und dann. Vielleicht noch zu deinem aktuellen Projekt, also zur Ruhesetzung gibt es bei Walter Gander natürlich gar nicht. Du programmierst neuerdings wieder Algol, oder hast du es immer gemacht für dein neuestes Projekt? Wie kommst du denn dazu? Nein, das ist also eine ganz andere Geschichte. Also es ist so, es gibt einen berühmten Algorithmus, Singulärwertzerlegung einer Matrix. Das ist ein ganz wichtiger Algorithmus, wird überall gebraucht. Wenn man eine Matrix hat, möchte man das machen. Und dieser Algorithmus, der existiert der wurde eben für das Handbuch da auch geschrieben, wo Rudi Sauser mitgeschafft hat, im 2. Band. Und der Algorithmus ist ein Kapitel unter den Autorenschaft Golub und Reinsch. Reinsch ist ein Mathematiker an der TU München, also jetzt, oder? Und er ist pensioniert natürlich und Golub ist inzwischen verstorben. Aber das war ein berühmter Artikel. Und wenn man jetzt in amerikanischen Lehrbüchern schaut, dann ist der Reinsch verschwunden. Er wird nicht mehr genannt. Also zum Beispiel im Buch von Van Loon steht, ja, der Algorithmus, er beschreibt den Algorithmus genau, und der Algorithmus wurde von Golub Kahan erzeugt oder geschaffen. Oder? Und das stimmt einfach nicht. Und ich finde, Reinsch sollte, er ist noch am Leben, Reinsch, er sollte die Blumen dafür haben, dass er den Algorithmus geschaffen hat. Jetzt habe ich mir zum Ziel gesetzt, über die ersten guten Algorithmen für diese SVD-Zerlegung ein Paper zu schreiben. Ich habe dann recherchiert, ich habe natürlich die ersten Anfänge Golub Kahan gefunden und dann später war einfach dieser Golub-Reinsch-Artikel. Und
Ich habe mit Reinsch auch korrespondiert und so weiter. Und ich möchte jetzt einfach zeigen, dass der Algorithmus wirklich von Reinsch stammt. Und inzwischen hat mir ein Schwede, Åke Björk, auch ein Kollege von mir, hat mir einen Report geschickt, einen Stanford-Report, wo ein Programm drin ist von 1967. Der neue Algorithmus von 68. Und in diesem Report ist ein Programm drin, aber auf Algol. Und dort, zuerst dachte ich, ja gut, ich übersetze das Algol-Programm in MATLAB, dann kann ich es laufen lassen und kann sehen, wie es funktioniert, oder? Aber die haben noch Gotos dort, Goto. Und ein Goto geht sogar in ein If-Statement rein, was natürlich ganz entsetzlich ist für einen Informatiker. Da habe ich gesagt, ja, also ohne das Programm richtig zu verändern, kann ich das nicht übersetzen. Dann habe ich mit meinem Freund Johan Jos nach einem Algol-Compiler gesucht. Wir haben eins gefunden von einem Holländer, super guter, auch pensionierter Professor, hat es gemacht. Und dann haben wir das installiert auf unseren Laptops und wir können jetzt Algol-Programme laufen lassen. Das Programm im Report mussten wir natürlich scannen und OCR und so, aber das haben wir alles gemacht, alle Fehler rausgenommen und wir können es jetzt laufen lassen und testen. Und jetzt kann ich das Paper, das ich schreiben will, kann ich wirklich vervollständigen. Das ist wirklich gut jetzt, ja. Ja, sehr schön. Dann hoffen wir, dass es dir gelingt, diese Geschichte richtig umzuschreiben. Ja, dass es wirklich dem Ehre gebührt, dem es gebührt, oder? Ja. Ja, dann wären wir am Ende dieses Interviews angekommen. Vielen herzlichen Dank, Walter Gander. Es war mir ein Vergnügen und es hat auch Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Vielleicht, wenn du auch nicht zu den ursprünglichen Gründungsvätern des Departements gehört hast, ich glaube, du hast es enorm geprägt in deiner Zeit hier. Und neben deinem fachlichen Wissen natürlich auch, vor allem durch dein Organisationstalent als Brückenbauer auch und auch als Visionär. Und neue Institutionen brauchen das. Ich glaube, du hast das wirklich enorm geprägt. Ja, danke für die Blumen, ja. Auch im Namen des Departements herzlichen Dank. Gibt es noch etwas, was du dem Geburtstagskind, dem Departement Informatik, noch mit auf den Weg geben wirst? Es ist schwierig zu sagen. Wir haben, also wenn ich etwas, vielleicht hat das Herr Wirth schon gesagt, wir haben in den 90er Jahren beschlossen, künstliche Intelligenz das ist etwas Unmögliches, das wird nie kommen, oder? Das war schon der Streit in Stanford, wo als die Numerik, also die numerischen Mathematiker waren in einem Haus unten und obendran war so ein verrückter Professor für künstliche Intelligenz. Hat man nie ernst genommen, oder? Und jetzt muss ich also sagen, wir haben uns geirrt. Es war mal, als Manno entstanden ist, der Supercomputer, haben wir auch einmal die Anfrage bekommen, wollen wir nicht ein Institut, ein schweizerisches Institut schaffen, so wie das EIR oder was immer, für Informatik, wo man da auch die künstliche Intelligenz entwickeln könnte. Nein, auf keinen Fall, mit dem befassen wir uns nicht, oder? Und das war ein Fehler und ich hoffe, dass das jetzt in gute Wege weitergeht, weil das ist wirklich zukunftsträchtig. Gut, also vielen Dank. Ja.